Irgendwann in der Zukunft lebe ich dann 10'000 Tage auf der Welt. 10'000 Tage, das ist richtig viel, wenn man sich so einen Tag vorstellt. Und noch viel mehr, wenn man sie Minuten anschaut. Und trotzdem hat man etwa das Gefühl, dass 1 Minute ja nichts ist. Aber 1 Minute ist eben viel, wenn man es dann auf 10'000 Tage aufrechnet. Das Leben eine Anfügung von Zeit, die du kontrollieren kannst oder eben auch nicht. Was passiert schon in 1 Minute? Gefühlt ja nicht viel. Die eine Minute kannst du bis in die letzte Sekunde planen. Sei es bei einem Vortrag oder irgendwie bei einer Prüfung. Vielleicht auch irgendwie, wenn du einen Film machst oder so. Kannst du alles planen. Bei anderen reicht 1 Sekunde nicht aufpassen. Und der ganze Plan, den du dir hast in anderen Minuten zusammengeschmiedet hast, ist echt komplett vernichtet. Alles kommt ganz anders, als dass du dir es hast ausgemalt oder vorgestellt. Ja, diese Minuten die sollten nie vergehen, weil sie so schön sind. Weil man jede Sekunde einfach geniessen und so macht. Andere Minuten hingegen hätten am besten gar nicht erst anfangen. Aber was passiert, das passiert. Das war schon gängig so. Und es wird auch in Zukunft so sein. Und der Minute ist das scheissegal. In der heutigen Awesome Range of Freedom Episode geht es um Kontrollverlust. Es erwartet dich eine Geschichte, wo ich zu Beginn nicht wusste, ob das überhaupt etwas wird. Ich habe einfach gewusst, ich wollte etwas Rundes machen. Egal was. Dann habe ich mich für eine Geschichte entschieden. Eins, das irgendwo anfängt und irgendwo endet. Oder wo vielleicht gar keinen Anfang und kein Ende hat. Weil wo fängt etwas schon an und wo hört etwas auf? Vielleicht ist es am Schluss sogar noch das Gleiche. Ich weiss es nicht. Zum Glück weiss ich es nicht. Aber was ich weiss, ist, dass ich in die heutige Episode ordentlich Leute hineingestossen habe. Die heutige Episode ist nämlich von mir und von meinen Freunden. Ganz genau 18 Freunde. Für alle ist es das mal. Für alle Control-Freaks. Die es gerne kontrolliert haben. Aber es ist auch für die gerne außerhalb von ihrem Kontrollmuster sich befinden. Oder vielleicht daraus ausbrechen wollen. Alle, die schon lange keine Kontrolle mehr haben. Oder all die sie nie haben wollen. Und zum Schluss gibt es dann, vielleicht auch zum Anfang, gibt es dann wieder ein Geschenk, das du mit in den Alltag kannst nehmen kannst, wenn du das so willst. Also, los geht's. Angefangen hat das Ganze im Wald, wie so ziemlich viel von mir anfängt. Dann bin ich mal wieder im Wald herumgestockelt. Ein bisschen hier irgendwo etwas herumgeschalpert und dann habe ich da einen Stock genommen und auf irgendetwas gehauen, wie man es halt macht, wenn man im Wald ist. Oder vielleicht noch hier geschaut, was jetzt da Komisches am Boden ist. Im Wald ist es gäng schön und gäng ist es ein bisschen anders. Als ich dann im Wald weitergelaufen bin, habe ich mich irgendwann an einen Baum gelehnt, habe ein bisschen die Augen zugemacht und war dort ein bisschen am Rumplägern. Und plötzlich, was noch so oft passiert, zack, fertig mit der Ruhe. Mitten in den Bäumen kommt mir die nächste Idee für die Episode in den Sinn. Also ja, eigentlich war es einem Kollegen seine Idee. Aber eben, wer hat schon Ideen, wo fangen sie an, wo hören sie auf? Auch hier wieder, keine Ahnung, wer das Ideen hat. Es war also eine Idee vom Kollegen, der das, was ich jetzt gerade mache, mit einem Video gemacht hat. Aber es ist ja klar, unser Kopf ist so konzipiert, dass er es immer die Aussenwelt auf unser Leben anpasst, weil er kennt ja nur das. Alles andere kann er auch nicht nachvollziehen. Also, du kennst doch sicher das Telefonspiel. Das von früher, genau, wo wir alle in der Schule in einem Kreis gehockt sind oder irgendwie in einem Sommerlager um das Feuer herumgehockt. Und nachher hat irgendjemand ein Wort sich ausgedacht oder ein Wort sich ins Hirn gekommen. Und der oder die hat dann das Wort ins Ohr von dieser Person nebendran gekuschelt. Diese Person hat dann das, was sie gehört hat, weitergegeben. Und die auch wieder. Und weiter und weiter und weiter, bis es im besten Fall wieder zu dieser Person kam, die es ausgelöst hat. Wenn dann das Wort, das am Anfang losgeschickt wurde, das gleiche war, wie das, das dann ankam, hast du eigentlich das Optimale aus einer Kommunikation, aus einer Horde voller Wilden rausgeholt. Aber es ist auch heute im Erwachsenenalter ziemlich wichtig, richtig zu kommunizieren.
Weil es braucht nämlich einen einzigen, der irgendein Wörtchen vertreibt. Und schon hast du aus einem Wörtchen, wie zum Beispiel Sonnenblume, deine Großmutter stickt. Und das ist ja wohl gar nicht das Gleiche wie das, was die Person losgeschickt hat. Das Telefonspiel ist eigentlich ist es eine Art und Weise von Kommunikation, wie wir es heute im Alltag haben. Sagt jemand etwas Falsches, kommt es ganz, ganz, ganz anders an. Gibt irgendjemand etwas richtig weiter, hat auch die nächste Person die richtige Information. Zurück zum Wald. Als ich also auf dieser Lichtung war, musste ich zu bitte raus, weil ich allen meinen Leuten fragen, ob sie mithelfen beim Telefonspielen. Sie haben eingewilligt und dann habe ich erzählt, was ich vorhabe. Also habe ich erklärt, wie es läuft. Ich habe gesagt, jetzt hast du 1 Minute Zeit, für eine Geschichte zu erzählen. Der Inhalt ist dir eigentlich selber überlassen. Ob jetzt einen fiktiven Kuckuck erzählst, einen Wunsch, den du hast, versuchen zu erklären, ein Erlebnis wiedergibst, das du mal hattest. Kannst du irgendeinen Nonsens erzählen? Oder vielleicht auch, was du letzte Nacht geträumt hast. Irgendetwas. Ich habe ihnen auch noch als Erforderung gegeben. Also habe ich ihnen gesagt, du bekommst den letzten Satz der Geschichte dieser Person vor dir. Aber nur den letzten Satz. Du startest mit deiner Minute, mit dem Ende der letzten Geschichte. Und schwupps, keine Selbstbestimmung mehr. Fort ist sie. Die Kontrolle ist übernommen worden, ohne dass du irgendetwas gemacht oder gesagt hast. Das kann anschiessen und vielleicht macht es so hässig. Auf jeden Fall schränkt sie ein. Aber die Leute die brauchen das. Das gibt ihnen Struktur und vielleicht auch Erleichterung. Aber was es sicher bei allen macht, ob die sie jetzt gerne haben oder nicht, es macht erfinderisch. Weil wenn einem etwas vorgegeben wird, haben alle die gleiche Ausgangslage und jeder kann etwas Eigenes daraus machen. Was es auf jeden Fall hat gegeben, ist ein strukturiertes Chaos. Und dann hören wir doch rein in die unendliche Geschichte, in die unendliche Kurzgeschichte, die 18 Leute erzählen. Viel Spass beim Hören von Babette mit dem Taburett. Babette mit dem Taburett. Was mache ich heute? Mir ist langweilig. Ich glaube, ich gehe ein bisschen raus, hat sich Babette gedacht. Und so hat sie ihr weiss-gelb gestreifelte Kleidchen angelegt, das Rucksäckchen gepackt, die weinroten 12-Loch Doc Martens Stiefel geschnürt, ist zurück in ihr Zimmer, noch den Schlagring aus dem Druckli reichen und hat ihn in die Aussentasche von ihrem Kleidchen gepackt. Weil man weiss ja nie heutzutage, hat sie sich gedacht. Und gerade als sie zur Tür raus will, bleibt sie stehen, dreht sich noch um und nimmt ihr Taburett noch mit. Die kann ich sicher mal noch brauchen. Und so hat sich Babette mit ihrem Taburett auf den Weg für voraus gemacht. Draussen nimmt sie das Taburett auf den Buckel und hopst fröhlich summend den Hügel vor dem Bauernhof drauf. Zuoberst oben stellt sie das Taburettli auf die frisch gemähte Wiese ab und höckelt drauf. Auf einmal fliegt knapp in ihrem Kopf ein orange singendes Känguru vorbei. «O Sidi Abdel Sarfu El Hamma». Die Babette singt ihren Gedanken weiter. Von weitem sieht sie ihren Bruder, den Hans-Jakobi, den Hügel raufrennen. Er fliegt auf dem Weg einmal auf die Nase und ist oben angekommen, fest am Schnaufen. So schnell ist er raufgespurtet. Er pflückt 2 violett pünktliche Äpfel vom Nachbarn seinem Bananenbaum und gibt einen der Babette. Sie beißen beide genüsslich rein und lassen ihren Blick in die Weite in Richtung der karierten Berge wandern. Die Babette kichert und sagt: «Hans-Jaköbli, magst du dich noch erinnern, was Gritli uns die Geschichte vom viereckigen Mond erzählt hat?» Und da hat Hans-Jaköbli nur gelacht und hat gesagt: «Weisst du, was interessant ist, was wirklich interessant ist zum Wissen? Wie macht man eigentlich Mehlsuppe?» Das Wort sagt es schon, Mehlsuppe. Mehl und Wasser. Tönt ein bisschen speziell. Jetzt ist doch einfach die Frage, ob es fein ist. 3 kleine Mädchen sind mal gefragt worden, was sie essen wollen. Mehlsuppe oder Tomatensuppe? Die Kleinste hat natürlich sofort gesagt, ja, Mehlsuppe tönt noch gut. Sie hat zugeschaut, wie man das macht. Mehl anrösten und dann mit Wasser aufkochen.
Und als die braun flüssige Suppe fertig war und sein Magen ist gelandet, ist es passiert. Mein Magen hat angefangen zu krummen, angefangen zu drücken. Ich wusste, oh, okay, jetzt muss ich aufs WC gehen. Ich bin schnell aufs WC gehockt, die Hose abgezogen, habe gedacht, oh, das Endresultat wird wahrscheinlich genauso aussehen, wie meine Suppe ausgesehen hat. Der Stuhlgang ist recht schnell vorbeigegangen. Ich habe die Hose wieder angezogen, habe zurückgeschaut und dann war ich völlig überrascht. Es war nicht so, wie ich gedacht habe. Das, was rausgekommen ist, war kein Stuhlgang. Es ist eine wunderschöne Elfe in einem wunderschönen grünen Kleid mit einem Zauberstab hervorgekommen, ist geflogen, hat mich angelächelt und gestrahlt in all ihrer Pracht und voller Liebe. Sie hat mich angeschaut. Sie war überhaupt nicht überrascht. Sie hat gewusst, dass jetzt der Moment war, dass sie da ist. Und die Elfe hat mir gesagt, ich habe innerlich Minuten abgezählt und gewusst, dass er früher oder später wieder hier wird stehen. Während der Zonig 11 ansetzt, für eine ordentliche Stammpauke zu halten, trifft ich ab. Ich bekomme nur einen Bruchteil der Sätze mit. Bildlich haltet man mir wieder mal den berühmten im Fall versagt Spiegel vor das Gesicht. So wie es immer abläuft, wenn man mir aufzeigen will, dass ich es wieder mal verdoppelt habe. Ich rede davon, wenn ich meinen Pflichten als erwachsener Halbelf nicht so nachgehe, wie man es von mir erwartet. Am Rand bemerkt, vorgestern bin ich mit der heiligen Torte für das 300-jährige Jubiläum gestogelt. Sie hatten ganze 15 Tage und 23 Minuten gehabt, um die Torte zu machen. Und ich war halt auch wieder schnell unterwegs und der Kopf nicht bei Sache gehabt. Und so stehe ich jetzt wieder da. Aber genau in diesen Momenten denke ich mir immer wieder, wenigstens entscheide ich, wie der Spiegel aussieht, wo mir jedes Mal so provokativ vor das Gesicht gehabt wird. Den Spiegel schmücke ich in meinen Gedanken eigentlich immer gleich schön. So, dass meine Fettnäpfchen, die mir eigentlich immer wieder gut gelingen, irgendwie ansehnlicher aussehen, beim Revue passieren. Aber ich bin halt lieber unter den Menschen. Dort kann ich machen, was ich will, solange ich niemandem und nichts weh tue. Und es gibt so viel Schönes und Gutes, wie zum Beispiel Freunde und Bier. Hat er gesagt, währenddem er ihr sein schönstes Lächeln geschenkt hat. Freunde und Bier. Er hat sie angestrahlt, erwartungsvoll und darauf gewartet, was sie jetzt sagt. Ja, gibt es denn sonst noch irgendetwas Schönes im Leben ausser Freunde und Bier? Darauf hat er ein bisschen die Stirn gerunzelt. Ja, sicher gibt es noch mehr Schönes, aber das sind halt jetzt einfach die 2 Sachen, die mir im Leben am wichtigsten sind. Wieso? Sie hat einmal tief durchgeschnauft und sich überlegt, ob sie schon mal so eine Szene in einem Restaurant hat gemacht. Eigentlich ist sie nicht so der Typ für öffentliche Szenen, aber sie hat es schon lange mal ausprobieren. Also ist sie aufgestanden, hat ihr Portemonnaie eingepackt, hat das Geld auf den Tisch geschossen, hat noch einen Schluck genommen von diesem feinen Pinot Noir und hat ihm den Rest mitten ins Gesicht hineingeschossen und ist abgeruscht. Er hingegen ist bleiben sitzen und hat nicht gewusst, was jetzt los ist. Er hat sich gefragt, ob es seine Schuld war oder ob er gar nicht dafür kann. Spielt eigentlich auch keine Rolle, hat er gedacht. Es ist, wie es ist. Er hat die Zeitung, die immer noch aufgeschlagen auf dem Tisch gelegen ist, säuferlich angefangen zusammenfalten. Ganz unten auf der Titelseite ist ihm ein schwarz-weiß Foto ins Auge gestochen. Ein Stuhl, der am Boden liegt, Absperrband vor der Polizei und ein Umriss aus Kreide. Mann beim Zeitungslesen überfallen, ist unter dem Foto gestanden. So Sachen lässt mich in letzter Zeit häufig, hat er gedacht. Gerade als er aufstehen wollte, hat er aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahrgenommen und hat gemerkt, dass er doch nicht allein ist. Er versucht zu fokussieren, seinen Blick scharf zu stellen. Es klingt ihm nur schwer, aber gleich, er erkennt es. Dort ist ein Kolibri aus einer himmelblau glänzenden Glunke am Wasser trinken. Aber wo bin ich denn überhaupt? Die riesen Bäume, verwachsen mit Blumen, violett, pink sind sie. Das Licht irgendwie neblig, Sepia. Ein bisschen wie meine Wahrnehmung. Und jetzt bin ich ganz allein hier mit einem Kolibri. Gut, wenn bin ich schon allein, da ist immer irgendein Mensch in meinen Gedanken, der mich bewegt. Das Teufel und das Engel auf der Schulter, die mir Ratschläge geben, was ich machen soll. Das Gewissen, das mich leitet. Wäre ich doch nur gestern achtsamer gewesen, dann wäre ich jetzt nicht hier im Dschungel mit einem Safri-Duo im Kopf, denkt er sich. Gerade als er sich ein erneutes Mal aufraffen konnte zum Aufstehen, kommt der Tiger hinter dem Busch vor und fragt ihn liebevoll: «Ude, wie hast du geschlafen?» «Nicht gut», habe nicht genervt dem Tiger gesagt. Ich habe geträumt, dass mich eine riesige Raubkatze fressen wollte. Eine Raubkatze, die verblüffend ähnlich ausgesehen wie du. Dann bin ich so schnell weggerannt.
Tiger hatte keine Chance, mir hinten nachzurennen. Als ich jetzt das nächste Dörfli bekam, bin ich zum Bahnhof, an den Kiosk, ein Päckchen Kertschgummi-Zeugis und die Sonntagszeitung posten. Ich habe mir eine Kertschgummistange ins Maul gesteckt, das Magazin aus der Zeitung rausgenommen und die Zeitung näher auf eine Wartbank gelegt. Ohne zu überlegen, bin ich in den nächsten Zug eingestiegen. Ich habe mich an einen schönen Fensterplatz gesetzt, Text über einen Schlafcoach gelesen. Und die Durchsage «Next Stop Moskau» in meine Ohren geschaut, habe ich gedacht, Scheisse, ich hätte doch jetzt alles wollen. Ich habe auf mein Gepäck geschaut, auf meine Ski, meine Skischuhe, meine Skiausrüstung, die ich brauchte, um im Wallis Ski zu fahren. Scheisse, habe ich gedacht, das nützt mir jetzt Moskau gar nichts. Ich kann nicht mit meinen Ski durch die Stadt durchlaufen. Die würden ja lachen und denken, ha, schon wieder ein Schweizer, der sich verirrt. Also, was mache ich? Zuerst habe ich Schweißausbrüche bekommen, dann habe ich ganz warm bekommen und dann dachte ich, also, los ins Abenteuer. Irgendwo wird es dann wohl eine Natascha geben in Moskau, die Erbarmen mit mir hat, die mich und meine Skiausrüstung für ein Zeitchen aufnimmt. Es ist peinlich, aber jetzt, es ist passiert. Aus dem Zug rauskumpen kann ich auch nicht. Dann schicke ich mich halt rein. Ich ziehe meine Skikappe ab und tue mich darauf vorbereiten, ein bisschen Russisch zu lernen. Ich schaue im YouTube, ob ich einen Kurs finde, wo ich das lernen kann. Also, ab ins Abenteuer. Ich fülle mir ein Glas mit Wodka und setze mich auf das Sofa. Eigentlich habe ich gar nicht so Lust zum Lehren. Stattdessen starte YouTube und gebe Russendisco ein. Die Musik erinnert mich sehr an die letzte Reise in Moskau. Da habe ich eine richtige Russendisco erlebt. Borsch haben sie serviert zum Essen. Und zum Trinken natürlich viel Wodka. Und tanzt haben wir. Ein richtiges Fest. Findet echt in Bern noch wieder mal eine Russendisco statt. Ich lasse die Musik laufen, wippe mit dem Fuß und suche das nächste Fest zu Bern. Das wäre cool. Und kurz darauf ich hätte es nie gedacht, flattert das WhatsApp rein. Ein Zoom-Link von meinem Cousin. Live-Konzert online. Sofort wähle ich mich ein und back, was treffe ich an? Eine 6-köpfige Band. Schlagzeug, Gebläse, Sänger, Klavier. Eine vollständige Band, die zu seinem Besten einfach Vollgas gibt und eine tobende Menge vor sich hat. Einfach alles online. Ich säckle zu meinem Kühlschrank, öffne sofort mein Bier, tue mir meine Kopfhörer rein und folge dieser abstrusen, komischen Art und Weise, aber irgendwie einfach auch geile Art, ein Konzert zu hören. Ich kann jedem ganz genau auf die Finger schauen und erlebe ein Konzert ganz neu. Manchmal muss man etwas Neues einfach auch eine Chance geben. Man sagt im Fall etwas Neuem eine Chance geben. Was? Klugscheisser. Mach doch nicht schon wieder den Moment kaputt. Ich mache den Moment kaputt. Was soll jetzt das wieder heissen? Immer deine Vorwürfe. Du bist doch einfach ein Mörgel. Nie kannst du an etwas Freude haben, den Moment geniessen. Kannst du dich eigentlich nicht auf etwas Neues einlassen? Und du kannst nicht einfach mal stillhalten normal tun. Das ist langsam so wie deine Hippie-Mehr mit ihrem ESO-Scheiß. Ich kann es nicht mehr hören. Bring meine Mehr nicht auch noch ins Spiel. Beruhig dich mal und vielleicht solltest du mal ins Yoga mitkommen. Ein bisschen Entspannung würde dir vielleicht helfen, den Stock aus dem Arsch zu bekommen. So, weisst du, mir längt's. Ich gehe jetzt Pony reiten. Ich suche mir im Netz die nächste Ponyhof aus und finde natürlich auf Anhieb einen, gehe dort her und werde nicht enttäuscht. Ich sehe ganz viele Ponys und ganz viele Kinder. Sehe ich auch. Ich kann das Kind fragen, was es hier macht.
und er sagt, er sei angestellt hier, er arbeite hier für die Ponys. Er ist ein ehemaliger Kindersoldat von Uganda. Er ist geflüchtet und darf jetzt hier arbeiten. Und dann frage ich, wer das sein Chef ist, ob ich mal mit dem reden könnte. Und dann sagt er, ja, der ist dort hinten. Und dann gehe ich schauen und der Chef ist niemand anderes als der Mike Tyson. Ich bekomme ein Autogramm von ihm auf die Stirn. Also ich muss es so sagen, ich habe in dem Moment noch gar nicht genau gewusst, dass das ein Autogramm ist von Mike Tyson. Einfach denkt vielleicht noch zum Morgenrest in der Stirn, in Säule ein bisschen. Der Mike ist ein lieber Kerl, hat mir jetzt die aus dem Gesicht gewischt. Aber das habe ich dann noch später gemacht mit dem Autogramm. Auf jeden Fall bin ich nachher im Mittag. Und es hat mir schon komisch gedacht, dass alle Leute immer so ein bisschen geschaut haben, aber ich habe mir wie nichts dabei gedacht. Und in der Menda beim Anstehen ist eben die schöne Jacqueline gekommen. Und ich war schon ein bisschen nervös geworden. Dann hat sie mich eben auch noch gefragt. Bist du auch so ein Fan von Mike Tyson? Und ich habe gedacht, ja, also, ich finde es jetzt ein bisschen komisch, von wo kommt die Frage, aber irgendwie hat es mir auch noch gepasst, dass sie mit mir redet. Und als sie mich nachher erst auch noch gefragt hat, ob wir zusammen einen Kaffee trinken. Nur wir zwei. Ist mir das dann auch ein bisschen gleich gewesen, warum sie mit mir redet. Auf jeden Fall bin ich dann vor dem Kaffee eben noch schnell auf die WC, noch schnell die Hände waschen, weißt, nach dem Mittag. Und nachher habe ich einfach das Autogramm gesehen auf der Stirn. Und ich bin so nervös geworden, jetzt die verdammte Schmiererei im Gesicht, gerade vor diesem wichtigen Date, wo anfangen putzen und rubbeln und es hat Tal gemacht, aber die Farbe ist einfach nicht weg. Schnaufen, habe ich ihm gesagt, hat die Augen zugetan, 3-mal tief ein- und ausgeatmet. Habe sie wieder aufgetan, mich angeschaut und gesagt, du bist ein geiler Töff. Wer ein Problem mit meiner Farbe in meinem Gesicht hat, hat wohl mit dem Rest von mir eins. Also habe ich meine Sachen gepackt und bin jetzt los zu meinem Date. Immer noch nervös und mit schwitzigen Händen, aber mit einem guten Gefühl im Bauch. Immerhin bin ich verliebt und kann nicht klar denken, so eine Hurenmeis machen die Schmetterlinge in meinem Bauch. Verträumt mache ich mir Gedanken über die Zukunft und was alles nach diesem Date wird passieren. Mein Weg führt über die Brücke, die ich so gerne habe und jeden Tag überqueren. Ich bleibe stehen und schaue runter ins Wasser. Plötzlich bekommt mich ein Ziehen und reisst mich runter, Kopf voran Richtung Wasser fallen von Brücke. Mein ach so wichtiges Date schon vergessen und alles macht Sinn. Ich fliege durch die Luft, spüre flüchtig das Gefühl von Schwerelosigkeit während dem Fall und als ich ins herrlich frische Wasser abtauche, tauche ich auch in eine andere Welt. Es ist eine Welt voll wunderschöner Erinnerungen, die mich zurückbringen an schönste Familienferien am Meer. Ich sehe uns als kleine Knöpfe den ganzen Tag Umrennen, planschen, schnorcheln, Sandburgen bauen, uns gegenseitig verbuddeln und dann wieder ins Wasser rennen. Dort zurück zu den Tüchlein müssen, weil man wieder eingrämen muss. Das nervt. Weil dann der Sand überall klebt und beisst, man darum so schnell wie möglich wieder ins Wasser rennt. Dann hat man aber so Hunger und rennt wieder zurück zu den Tüchlein und verputzt die liebevoll vorbereiteten Sandwich und die feinen Äpfel, die etwa gleich rot sind wie unsere Bäckchen, erhitzt durch die Sonne und dem so wunderbaren Bewegungsdrang von einem glücklichen Kind. Dann wird gewartet, eine halbe Stunde, weil man nach dem Essen nicht ins Wasser gehen darf. Dann wird halt UNO gespielt. Ein paar werden hässig, weil es einfach 1 plus 4 Karten zu viel war. Oder weil es immer das gleiche Schlitzohr ist, das bescheisst. Und als die halbe Stunde endlich durch ist, rennen wieder alle ins Wasser, bis es dann gegen Abend langsam kalt wird und alle mit Salz getränkten Haaren, noch ein bisschen brünerer Haut und strahlenden Kinderaugen ihre neuen Trainer schlüpfen, die man vorher auf dem Merit auslesen durfte. Frisch düschelt und bischelt im Häuschen gibt es etwa noch ein feines Nacht. Vielleicht geht man auch noch auswärts essen. Wobei einem die Augen schon fast zugehen, auch wenn das Herz nicht leichter und glücklicher sein könnte. So ist man sogar gerne liegen und innerhalb kürzester Zeit eingepfuset, erschöpft vom Tag und erfüllt vor Glück. Und am nächsten Morgen, um den nächsten wunderbaren Tag willkommen zu heissen, rausgekumpelt aus dem Bett, wie die Babette. Mit dem Taburett. Was mache ich heute? Mir ist langweilig. Ich glaube, ich gehe ein bisschen raus, hat sich Babette gedacht. Und so hat sie ihr weiss-gelb gestreifelte Kleidchen angelegt, das Rucksäckchen gepackt, die weinroten 12-Loch Doc Martens Stiefel geschnürt, ist zurück in ihr Zimmer, noch den Schlagring aus dem Drucker erreichen.
Und so hüpft Babette immer noch mit ihrem Taburett in der Hand einem Tiger oder einem Kolibri davon. Weil sie das Geschichtchen von einem Schlafcoach hat gelesen und mit der Ski auf Moskau an ein Online-Konzert wollte, obschon sie doch nur um 11 wollte ihre Meinung sagen, bevor sie aufs WC das Tyson-Autogramm abwischen und nachher gleich ist Maussuppe kochen, wo sie nach dem Familienurlaub nachher über ihre Lieblingsbrücke hat geschossen. In einer Minute kann viel passieren. Und wir sehen, wir können nichts kontrollieren. Nichts ausser uns selber. Das Geschichte hat wieder mal gezeigt, die Vergangenheit ist vorbei und die Zukunft können wir nicht beeinflussen. Auch nicht direkt. Ein sehr schlauer Mensch hat mal gesagt, erst wenn du checkst, dass du nichts kontrollieren kannst, ausser dich selber, dann bist du ein freier Mensch. Also eigentlich kommt es vor Kollegen von mir, wenn wir mal im Suff irgendwie etwas über das Thema philosophiert haben. Aber die Quintessenz stimmt. Einmal für mich. Die Frage ist jetzt, was haben ein Control-Freak und einer, der keine Kontrolle hat, gemeinsam? Ich glaube, langfristig gesehen ist es ziemlich anstrengend. Beides in seiner Art und Weise. Ein Mittelmaß wäre auch angenehm. Ich stelle mir manchmal Kontrolle wie so ein Kätzchen vor. Katzen sind so eigensinnig und lassen sich von niemandem und nichts etwas sagen und schon gar nicht beeindrucken. Und dann, wenn sie gerade hämpfeln wollen, dann sind sie meistens hässig und laufen davon. Das habe ich in meiner jahrelangen Katzenstudie herausgefunden. Aber ich habe absolut sonst keine Logik gefunden. Meistens ist es doch so, wenn du es forcierst, die Katze zu heben und sie will nicht, dann beisst sie oder kratzt sie. Gehst das Ganze aber ein bisschen lockerer an und erwartest absolut nichts, kommt sie auf das Mal schmüseln. Loslassen ist oftmals nicht einfach, aber dafür haben längerfristig, glaube ich, alle den Frieden, wenn wir es ab und zu einfach sein oder passieren. Und manchmal erleben wir ja beim Loslassen ganz schöne, ungewisse Sachen. Eine gesunde Mischung zwischen Kontrolle und Loslassen, die Balance, ist, glaube ich, essentiell. Wie etwa bei allem, sei es jetzt bei Ernährung oder auch in Beziehungen. Beim Sport zum Beispiel auch. Zu viel ist nicht gut, zu wenig ist nicht gut. Irgendwann hat die Gesundheit auch nicht Freude. Oder der Schlaf zum Beispiel. Zu wenig sind wir hure gereizt und zu viel sind wir extrem träge. Auch hier wieder, es ist alles eine Waagschale. Aber Loslassen scheint bei vielen Leuten immer und immer wieder ein Thema zu sein. Beim Film Fight Club gibt es so eine geile Szene. Da ist mit dem Brad Pitt unter anderem und dann hocken sie so im Auto und es schifft mega fest. Und irgendwann sagt der Brad Pitt so zum anderen, hey, hör mal auf, alles zu kontrollieren und lass einfach mal los. Und dann nebendran beim Beifahrer sagt, okay, dann hörst du lange nichts. Dann der Brad Pitt, der am Steuer hockt, nimmt die Hand vom Steuerrad und geht mit dem rechten Fuß voll auf das Gaspedal. Und logisch bauen sie so einen leiden Unfall. Aber auch hier, ja, zu viel Kontrolle ist scheisse, zu wenig Kontrolle ist auch scheisse. Darum gibt es jetzt, glaube ich, ein Geschenk für ein bisschen mehr Balance im Alltag. Also, das nächste Mal, wenn es dir aushängt, du vielleicht auch nicht weiter weisst oder etwas am Machen bist, was dir gefällt oder was du so richtig schön findest und möchtest speichern, dann kannst du Folgendes machen. Es geht nämlich auch nur 1 Minute. Also, nimm dir 1 Minute Zeit und hock, stang, lieg irgendwo her. Gerade was dir gefällt, gerade wo du bist. Nachher machst du 5, 4, 3, 2, 1. Und nachher suchst 5 Sachen, die du siehst. Und dann notierst du die einfach für dich im Kopf. Ohne zu reden, ohne irgendetwas zu machen. Einfach 5 Sachen, die du siehst, dir ins Bewusstsein lassen. Nachher nimmst du 4 Sachen wahr, die du hörst. Anschliessend 3 Sachen, die du spürst. Egal was. Sei es das Material, wo du drauf hockst, Begebenheiten vom Wetter, die gerade da sind. Und nachher 2 Sachen, die du schmeckst. Mit der Nase. Und das Letzte ist ein Geschmack, den du wahrnimmst. Das ist eigentlich ein ziemlich schöner Weg und auch ein easy Weg, ein bisschen mehr Ausgleichheit in den Alltag hineinzubringen. Im schlimmsten Fall hast du 1 Minute etwas Neues ausprobiert.
Und ich wünsche jetzt uns allen ein bisschen mehr Balance und ein bisschen mehr Gelassenheit im Alltag. Ob schon, dass ich weiss, dass ich mich auch wieder mal selber bullshitte, weil es easy schwierig ist, Balance zu forcieren. Ich glaube, das ist ein Prozess, der von Tag zu Tag ein bisschen mehr kommt. Man muss es einfach üben, wie bei allem. Und wieder einmal finde ich es wunderschön, bist du ein Teil von Awesome Range of Freedom. Habt ihr Sorge und bis gleich.